Wir sind heute mit Marion Thiel. Der Marion Thiel ist der Präsident von der CHBTG, das Confédération Hair, Beauty and Tattoo gilt. Das ist ein Zusammenschluss von den Kopfhörern, von den Ästheticienen und allerdings auch von den Tätoweuren. Tätoweuren ist heute die Ambition für ein Handwerk zu gehen. Mit einer richtigen Berufsausbildung. Und dann Herr Thiel ist natürlich auch Tätoweur von Beruf. Wo stehen wir mit der Ausbildung am Tätowierberuf? Ja, das co-bearbeitet. Für die ganze System zu begreifen, wie so ein Beruf kreiert wird oder wie so eine Ausbildung, so ein Ausbildungsprofil, das ist immer gesagt wird, das nicht so einfach. Da sind wir ganz froh, dass das Ministère de l'Éducation ist da eine Hand beilädt, weil das ein großes, kompliziertes Dossier. Wir sind nur so weit, dass man ein Berufsprofil kreiert haben, das heißt ein offizielles Berufsprofil vom Tätowierer, Tatoueur, Diplômé, haben wir mal abgesagt, den also die verschiedenen Chambres schon gegangen, für unterschrieben zu gehen oder akzeptiert zu gehen. Und damit haben wir weltweit am Anfang den ersten Schritt schon mal gemacht, den Beruf einfach mal zu kreieren. Das hat eine handwerkliche Wolle wie Exekutieren, Schwingerbisch und Fertig Jobpost und eine künstlerische Wolle. Wie kriegen die zwei noch den Hut? Das ist so ein bisschen das Problem auch international. Die verschiedenen Föderationen von Tätowierer, da gibt es immer die zwei Korn. Die so in der Chemie sind einen rein künstlerischen Beruf. Wir wollen uns da nicht draufschwätzen lassen. Kunst soll frei sein, die darf wir nicht zu viel limitieren. Und dann, also da war wirklich so, dass das Ausfeiern aber echt eine handwerkliche Tätigkeit ist. Also das heißt, ein Tattoo an die Haut bringen, hat nicht so viel mit Kunst zu tun. Das heißt, das Motiv zu kreieren, eine Zeichnung zu machen, das die eng sagt, das müsst du ein paar Bayer oder mittlerweile mehr auf digitalen Plattformen. Aber dann ja nur wirklich Tätowieren selber, das ist richtig Handwerk noch. Also ich meine, das ein Handwerk war, das sind da, ich weiß nicht wie viel, bei Tausende von Jahren gibt es. Das war ja schon tätowiert. Ja, richtig. Das war dann handwerklich wahrscheinlich nicht so ganz. Es wird gehalten, das ist Tatsache. Das ist bis heute noch da. Nee, das ist so das Grundprinzip, oder so, du hättest nicht so viel getan an den letzten 100 Jahren, kann ich bald sagen. Die Maschinen, die auf den Markt kommen sind, die gehen zum Teil Haut nach benutzt, also der Mechanismus natürlich schon Haut ein bisschen moderne Maschinen, mit besser Nullen und Hygiene natürlich wird immens evaluiert über die Jahre. Aber das ist zu lange hier, da werden Tatouage eine Subkultur und das wird schon immens demokratisiert und aus den Trend, der nach Fero geht, oder wie seid ihr da? Ja, das ist schwierig, das was der Mensch mal sieht. Wir am Anfang, wir haben Eisenboutique, der One More Tattoo 1994 abgemacht. Das sind mittlerweile bald 30 Jahre. Da haben wir zu 3 Menschen im ganzen Land als Tätowierer. Lo sind wir die 100 Tattoo-Studien, mit ich weiß nicht wie viele Tätowierer. Ja, den Tattoo also in den 90er Jahren explodiert, eben noch weil ein ganz anderer Klientel dafür interessiert wird, sowohl Klienten, wie auch Tätowierer, so viel mehr Leute aus der Kunstecke wirklich dabei kommen. Für da war das echt etwas, was für Matrosen und da war ganz viel in Deutschland sonst immer Fummeln und Basteln. Aber ja, so viel daheim schaffen, das war eine ganz andere Geschichte. Das war für Biker oder Leute, die am Prison waren. Und so. Bon, gut. Anfang mit der 90er Jahren, als da raus wirklich eine Kultur ging, die überall bei mir gesehen ist. Dafür noch ganz viel am Sport. An der Musikszene war das etwas, was ohne Tattoo ein bisschen mehr Bühnengang. Also als Rocker. Nee, haut ist das als ein Tattoo, weil nämlich wegzudenken. Wenn du uns ein bisschen rundherum guckst, Püp, Sport sowieso, mehr aus dem alltäglichen Leben. Ich kann ja hier in dem Büro gucken, da haben wir auch ein paar Leute, die tätowiert sind. Das ist okay, ich komme schon mal komisch, ja. Mittlerweile ist es effektiv schon mal, das, wie soll man sagen? Das ist schon mal cool, nicht tätowiert zu sein. Alle Bewegungen kriegen von der Gegenbewegung.
Nee, das ist klar. Das ist klar. Aber wenn du guckst, so Zahlen, wie viele Leute von der Bevölkerung tätowiert sind, da gibt es verschiedene Zahlen, aber so am Durchschnitt in Europa sind wir irgendwo bei zwischen 32 und 36% von der Bevölkerung. Zwischen 17 und 35 oder so sind tätowiert. Und die Zahlen findest du im Internet. An Italien zum Beispiel mehr wie zum Beispiel hier. Aber da selbst gehen, was eben nicht so ein Ausstoß fand wie früher. Früher ist die Tätowierer gelöst, für die Eltern zu schocken oder Pomi zu schocken. Haut es das, als Pomi auch tätowiert. Man hat gesagt, dass Formation aus am Menschbuch, die ist geschwind da, die schafft ein bisschen im Kontinu an den Gruppcurriculär steht am Handwerk. Das ist die Gruppe von Leuten, die das Programm definiert und die sieht, wie die Ausbildung nur soll ausgesehen. Wie kannst du die Ausbildung am Tatouage konkret vorstellen? Also wir haben gesagt, wir können oder wir wollen Draht nicht neu erfahren. Was wollen wir an der Ausbildung haben? Das heißt, wir wollen, weil sie eben noch Droit d'établissement gibt, das heißt, mit dem DAP, mit dem Diplom zum Schluss, kannst du eben noch selber das schon selbstständig machen. Brevet de Maîtrise sollte man nicht dranhängen, wir müssen irgendwo klein aufhängen, gucken, wie dann 10 Jahre ist. Wir haben gesagt, was brauchst du? Das heißt, du brauchst verschiedene Modulen, zum Beispiel ein Accueil, selbst was ganz wichtig ist, wie es mit den Klienten schwätzt, wie es die empfängst, wie es deinen Shop managst, dein Stock, alles, den ganzen Konter. Wir gehen nicht so viel an Detail, wir haben nur 3 Jahre und davon alles nur bei den Jahren 2 Jahre an der Schule, an der Rest beim Patron. Sie müssen einen Patron haben, für überhaupt keinen Lehrplatz, also für können ein DAP umzufangen, das ist eben das so ein bisschen mehr die schwierige Sache, wenn man das einfach eine längere Schule gemacht hätte, dann gehen wir überlaufen gehen. Das irgendwo musste auch dem Marché gerecht gehen, man kann nicht nicht übertreiben. Dann haben wir natürlich Zeichnen, was ganz wichtig ist, ne? Die Basis von dem Künstlerischen, da haben wir zum Teil das, was eben schon an der Schule da ist. Wir schaffen da mit einer Profin aus dem LTC zusammen, weil dann der Equipe curriculär ist, was sich natürlich dementsprechend auch selber aufpasst, dann ausbildet, dann ein bisschen rundherum guckt, was geht da überhaupt verlangt. Dann die Volley Hygiene, das ist etwas, was ganz wichtig ist, für den wir natürlich matt an DAP abbauen, dass wir einfach, wir müssen extra Informationen nebenbei zu machen. Und dann aber auch Marketing, also etwas, was ganz wichtig ist, was wir benutzen, Fotografie, von den Arbeit bis fertig ist, wie sie die richtig fotografierst. Aber wir probieren so ein bisschen wirklich alle Aspekte vom Tatouage zu belichten. Ne? Die verschiedenen Stilrichtungen, auch wenn es ja nur an eine ganz andere Richtung dich selber entwickelst. Man muss aber ein bisschen Geschichte vom Tattoo, also etwas, was wir behandeln. Das sind alle Sachen, die da sind, die Materien. Die müssen just einfach ein bisschen durchforst gehen, für da etwas Konkretes draus zu bauen. Was für Traditionalismus gefällt, das heißt, was muss ich für dürfen die Aktivität exerzieren? Im Moment das ist nicht geregelt. Das heißt, von nicht mehr Lust tun, Tatuiert sind, da kaufen ich mir Maschinen schon in Dingen der Commerce und da kann ich dürfen. Theoretisch also so. Und das war auch eine große Diskussion für den neuen Droit d'établissement reformiert gehen als wo es heißt Karimorem ob List C gesagt und dat ist ohne irgendeine Qualifikation und ich meine für ein Tor zu schneiden für Preis am den Medien zu bleiben brauchst du ein Brevet de Maîtrise für an enger fritte Thüringer zu broden brauchst du auch eine Autorisation für einem Taut für Leben zu versauen brauchst du nicht, das kann ja auch nicht sein. Ich meine, aufgesehen von der Hygienezeit, wo wirklich wie soll ich so, Protection du Public geht, weil es ja ganz Krankheiten, die drohen, Santé publique, du hast das ganz wichtig, also eigentlich ein Lösch C nicht unbedingt so die richtige Platz. Wir sind ob der Lösch B, DRP, mit bisschen Missia, ein bisschen hin an hier. Das Ministère de l'Économie hat uns gesagt, ja, sobald die Information anbietet, kommt der Lösch C, ist kein Problem.
also gemacht wann der dann nur endlich mal gestimmt wird weißt du wenn ich wird leider anscheinend dafür gestimmt zu gehen ja war schon 10. Januar schon das führende Wahlen auf ja, das ist ja nicht verkehrt ich meine, das ist ein wichtig Sache einfach ja für ein bisschen Ordnung dran zu kriegen ja, im Moment sind wir bei einem Punkt wo nun Anarchie könnt an Tattoo-Studien mir will keinen verbieten Tätowierer zu gehen darum es geht nicht mit dem DAP worum es geht das einfach zu sagen okay wir wollen ein gewissen Niveau de Qualität für allem aber wir wollen neben den jungen Möglichkeit bitte für den Beruf anständig zu lehren wo kleinem ob was geschieht am Moment alternativ was ganz einfach wenn man das ablosen zum Beispiel C die Leute die bei uns kommen für zum Beispiel wollen zu lehren wir haben ja ganz viel wir haben da all Woche in 2D könnt weil sie mengen wäre coole Beruf Tätowierer also coole Beruf mit das schwerer Beruf das kein einfacher Beruf viel Verantwortung weil ja du schaffst im Klier und du schaffst du musst es was lang hält der beste Fall am besten Fall das mit viel Responsabilität verbunden die Leute die kommen da sind da pur dabei die Hunde schon ein bisschen eng Map mit Zeichnungen die können ein bisschen abweisen die wenigsten davon sie gut genug die müssen dann entweder an einen Schul schenken für das sie Mole lehren wenigstens oder ich gebe so 80-90% von den Leuten die kommen wollen sie sind aber nicht qualifiziert für zu machen was machen die gehen einfach auf YouTube oder am Internet oder es gibt auch verschiedene Schulen wo sie kannst lehren wenn sie Geld genug ist das ist ziemlich teuer am Ausland gibt ganz viel so Schulen wo es dann unterschiedlich zwischen 3 Wochen und 6 Monaten oder ein Jahr jedenfalls Kurse bezielt ganz neuer und sie haben dann ein Zertifikat Diplom kriegst weil dann natürlich dass der Tätowierer ganz bon den anderen Fall die YouTube-Video gucken die bestellen sich dann auf der Plattformen egal was wenn das asiatische Plattformen noch Material aufhängen an nun Kollegen an Boom zu tätowieren an ja da geht ruckzuck dann haben sie eine Boutique abgemacht weil sie bauen ja sonst nicht und das was der mach am Funkel Futti weil die drücken Preis oder das an die geht dem ganzen bisschen ja bisschen wie schon einen unseriösen Touch wo mir stand das Klima von schon Shopper kommen das scheu was in sein Handwerk versteht ja aber für dich muss man singen beste gucken da immer die besten derweise Foto gucken was gemacht wird fand dann noch effektiv sein Foto sehen danke doch einfach mal Foto gucken an am besten ob es immer Leute schwätzen die schon von dem tätowiert gesehen bei Social Media an dieser Branche die einfachste weiß wirklich auf Instagram oder Facebook oder so gucken was da beste sind du gesagt noch mal kleine Video und wie was wo und dann einfach mit Leute schwätzen und gucken so was den Idee sind meistens kannst du denen schon mal denken Idee was du willst und da musst du natürlich dem Tätowierer vertrauen dass den dann so umsetzt wie du da gehst an den guten Tätowierer den bereit ist die seht du hast keine gute Idee das funktioniert nicht auf der Haut und das muss man so oder das muss man so machen oder ja ne mit drehen den Tattoo und der verkehrte weh weil dann einfach blöd ausgeseit das gibt so verschieden weil das auch in von den Themen die man an der Schule und Ethik also ganz wichtig ein Thema an der ganzen Ausbildung am DAP verschiedene Sachen werden tätowiert oder so nee das meine ich nicht ist klar muss man bedenken zu muss bei junge Leute die kommen mit einer Idee für Apps was Fußballsclub oder ein Autos macht oder der Freundin oder dem Freund sein das ist so Sache wo mir da so ein ja mir ein bisschen Lebenserfahrung du musst ganz Leben lange schon mal riesig richtig und das ist nicht immer cool es gibt natürlich eben noch Leute die das machen das wird dann Zukunft auch so sehen aber
ist das so ein bisschen die ethische Verantwortung, die dann als Tätowierer aus für so ein dann komme probieren dann weiß ich was dem Jean-Marie sein Hobby ist, wenn Fische geht, dann machen wir Fische oder hin und schreiben nicht dabei. Damit kannst du da vielleicht besser leben wie bei den Jean-Marie. Ja, ich gehe Jean-Marie. Bei Moro geschwert und das einfach unter geregelt über Gesetz wopassen Föderation hat dat abgegriffen der Information op B-Gestalt an die doch durchgefordert bei am Sonntag Kompetenz geht dat noch kontrolliert wat du viel geschrieben hast leider noch nicht der Hummer so bisschen misère der mat bon andererseits ich verstehe dass die Minister de la Santé die leicht pro Jahr andere Prioritäten hat wie Tätowierer nicht kontrolliert gehen du aus der Covid kommen kurz für Covid Gesetz da sind da mittlerweile 3 Ministern durch den Ministergang nur der die Gesetz abgesagt wird sie verschiedenen Sachen an dem Gesetz die müsste noch verbessert gehen müssen umgeändert gehen da sind wir auch am Gang Martin zu Summen zu schaffen einfach für zu sagen okay wir sind leid vom Sektor froh da ist wir sind da wir helfen nicht gerne für das zu ändern und zu verbessern gëtt lo endlich eng fest Ekipp, soweit ich dat verstand und ich war am Dezember am Ministerium für Martin zu schwatzen. An do mussssen awer noch d'Inspekteur sanitär, dat hiech die Leute die op dem Terra gifir zu kontrollieren, die mussssen nach formiert gin. Dat ass noch net geschiet. De Reglement Grandikal as auch schon von 2020 soweit ich wees de Mädchen as lo sind ja ganz schärft op du dritte Buden kontrollieren an schmengen dem Thüringe kann lo man falsch schmeche wie man denkt Tattoo oder Piercing oder so ja das effektiv das den Aspekt Santé publique ist do mir leiden drinnner eben wann etwas geschieht da kriegt die ganz 10 eng op den Deckel landet den gemacht hat oder so mal ganz schnell mit denke und Bildzeitungsartikeln Tattoofarben sind Autolacke so Blödsinn wat absolute Schwachsinn ass dat kann mich später erklären Leute die dat Hand haben ja mit wo der Leute die das de Problem ich mein, de Marche an Europa auch für die Produktien die Marche sind der lechtem Joar am Januar hummer die neue REACH-Verordnung für Tattoo-Farben an anderem Kosmetikproduktverordnung von der ECHA die als wirklich von engem darauf den anderen bei mir wussten das ging kommen aber verboten nun mit den Farben die 30 Jahre lang gut waren zu schaffen die war ja schon 4 kontrolliert das ist ja nicht wie wann die von Haut oder nie kontrolliert gewesen egal SWAT Tweet war wo das Film miser gemacht an dat sie Produkte die erste was die Farben die gehen an Amerika an England außerhalb Europa gehen die immer noch benutzt an die gehen noch immer noch verkauft mit hier an Europa darfst du die weder kaufen nach stockieren nach Tomat schaffen ist okay wir haben mittlerweile Farben gut Farben REACH konform Farben sind nur Ende des Monats zu Wien auf einer großer Konferenz wo just dem Tattoo-Farbe geht wo dem noch um REACH geht was ganz bestimmt spannend ist aber wenn es dann ob der ich Amazon so ja eBay Amazon oder die anderen Plattformen guckst die Produkte kannst du kaufen und die dürfen eigentlich theoretisch wie waren nicht ob die letzte oder den europäischen Terra rauskommen die sind gar immer gebannt vom Marketing oder vom Verkauf mit der Krise war alles und das ist das Problem ja, kann alles machen wie kontrolliert voilà, das genau das ist der Punkt eng Verordnung von einer europäischen Union als nimmen so gut wie Kontrolle die da hat das klar und dann das dann eigentlich ein anderes Minister den die Kontrolle muss machen das Environnement für REACH ja für REACH ja mais bon das ich kennt EU ich verstehe was sie wollen machen ich verstehe zum Deal wir reden im Prinzip der Präcaution
Ja, voilà. Mit dann andererseits und darums werden doch an der Konferenz rumgehen, da sind noch Leute von der EU, von der REACH, sie basieren da auf einer Etude, die nicht wissenschaftlich fundiert ist, wo eben KWs, wo hier kommen die Farben, die effektiv Probleme machen. Just als Zule, vor 50 Millionen Tattooen, die gemacht sind, waren da 1000, die Allergien und Probleme haben. Das prozentual das am Restaurant schon schmischle essen. Ja, ich weiß nicht von Femme, von Zucker, von alles werdet und problematische Sache gibt. Da sind wir weit drin. Aber bon, andererseits natürlich, wir probieren also an diesem Anteil zu proper an zu sicheren Möglichkeiten wie möglich, also Produkte wie möglich zu schaffen. Das ist ja klar, weil kein Klient die krank gehen oder rumkommen und sich beschweren, weil sie eine Allergie haben. Aber bon, das ist sowieso, das ist immer dran, das ist nie zu 100% vermeidbar. Aber wenn die Leute anständig formiert sind, das ist immer bei so Formationen, das wäre doch ein Teil davon gehen, wenn sie wissen, wenn sie die Einzelreaktionen können erkennen oder so, dann ist dann natürlich auch viel mehr einfach für einen Dermatolog her, für das zu behandeln oder für das zu schaffen. Tatouage gibt zu eng Information münne Gesetze und dann irgendwann auch das Gesetz dann tapezieren und kontrollieren später aus dem Medium richtig weh. Das ist die Idee. Das ist einfach dafür, wofür wir als Center, ich weiß nicht wie viele Jahre, das mit Föderation von Tätowierer gegründet und ich meine, es sind schon 5 oder 6. Pardon. Wo wir uns dafür ansetzen, da probieren wirklich seriösen Beruf draus zu machen. Das war der Marion Thill, Präsident von der CHPTG. Merci für den Besuch. Mal gern, immer gern.